den Hoffmann Nico vom Bretmarf. Wir haben den Betrieb mit Natalie mit meiner Frau zusammen. Wir machen hauptsächlich, wie da gerade gesagt, Äpfel, einmal oder Golden. Wir haben am ganzen 14 Sorten, Äpfel, Bieren, Quetschen, Mirabellen, und noch Kiste gemacht. Und dabei machen wir noch eine Direktvermarktung. Wir sind am Erst, wir sind voll an der Rekord. Das ist alles 100% lokal. Und ich merke ganz klar, dass der Konsument immer mehr danach fragt. Das am Kaktus, also dabei Eis oder so, also die Lokalprodukte gehen immer mehr gefragt, ganz klar. Klimawandel ist ganz klar ein Thema. Ich meine, ihr seht ja, die Netze hier, da war theoretisch immer als Hagelschutznetz, mehr an der Last, wenn sich nach mehr bewährt ging es so, gegen den Sonnenbrand, weil die Sonne nicht stark ging, dann haben wir eine Seite, wo die Südseite ist, dann haben wir bis ein Drittel Ausfall, wo kein Netz drauf ist. Wir gehen die internationale Konkurrenz durchsetzen und da machen wir hauptsächlich, also wir gucken mal direkt, ob es richtig Qualität. Und da geht schon bei der Pflanzung und bei den Sorten, dass wir vielleicht nicht die Sorten, die die meisten ertragen und mit dem besten Geschmack haben. Und da ist dann in dem Moment recht, dass der Konsument da dann gibt. Wir plecken die Äpfel und dann gehen sie an große Kosten von 300 Kilo. Und dann gehen sie angelagert an Eis Frigo. Und dann holen wir so auf ihre Mesure raus, dass wir über das ganze Jahr mit Bestellungen sind, können liefern. Wir haben 21 Hektar. Da ist bei verschiedenen Sorten noch ein bisschen Sput oder so, der Monte ist da. Aber sie muss noch mal gelagert gehen, weil wir können ja nicht alles direkt an einem Mund verkaufen. Den Hafbutig hat sich ganz los aufgebaut, das möchte ich nicht von Haut auf mehr. Am Anfang sich aus Äpfel verkauft, keine Bieren, und dann noch das Gebäß dabei kommt man so viel. Daneben tun wir noch von der normalen Landwirtschaft machen wir Brotweiß, die lassen Schmulen, Denkel und Kar. Und das verschaffen wir dann auch noch zu Eisenbrot oder an der Patisserie, wo größtenteils mit Eisenmehl geschafft wird. Also der Betrieb den schon steht auf mehr Fleiß. Das ist richtig viel Arbeit mit. Wir gehen aber, die Leute, die kommen, die hätten das gerne dünn, was auch weiter ausgebacken, mit Mehl oder so, für dann Brot oder so weiter. Also es geht nicht nur um eine Länge wie um das Tretprodukt. Ich ging sogar behaupten, ob das Fleisch ist oder andere Sachen. Es geht immer um weiter Verarbeitung. Dass der Konsument den hat immer gerne das direkt fertig für zu essen und das noch eine gute Qualität kriegt.